Hey du, ich mag nicht mehr länger rumstehen. Zeit für Plämperle, nicht wissen, was anfangen. Hey du, ich gehe. Und du, komm doch grad mit. Schauen, was es in der Welt zu entdecken gibt. Hey du, ich mag nicht mehr länger rumstehen. Zeit für Plämperle, nicht wissen, was anfangen. Hey du, ich geh und du komm doch grad mit. Komm schauen, was es in der Welt zu entdecken gibt. Wenn ich geh, bin ich ein Zeitchen nicht mehr da. Bin unterwegs von hier bis dort, am liebsten zu Fuß. Wenn ich geh und dann nochmal, geh ich vielleicht auf Panama und schicke dir von dort her SMS-Gruß. Bin ich ein Zeitchen nicht mehr da. Bin unterwegs von hier bis dort, am liebsten zu Fuß. Wenn ich geh und dann nochmal, geh ich vielleicht auf den Bellberg und schicke dir von dort per SMS einen Gruß. Wenn ich geh, bin ich ein Zeitchen nicht mehr da. Bin unterwegs von hier bis dort, am liebsten zu Fuß. Wow, super, hat gerade noch gelangt für den Anfang vom Familiengottesdienst. Ja du, vom Belpberg, einen Gruß habe ich bekommen, vom Kimon und von der Mona. Ich denke, das passt doch super. Wenn wir zusammen einen Online-Familiengottesdienst feiern zum Thema unterwegs sein. Seid ihr schon mal in Panama gewesen? Ja, ich auch nicht im Fall. Aber das macht nichts. Vielleicht seid ihr schon mal bei einem Online-Familiengottesdienst dabei gewesen. Hä? Oder nicht? Dann umso schöner, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid. Wir wollen im Fall ein bisschen reisen. Und Musik machen, zusammen singen wollen wir natürlich auch. Und weil wir eben unterwegs sind und reisen, gehört natürlich das Lied «Unterwegs» dazu. Jeden Morgen machst du dich auf die Socken. Es gibt Haufen Wege, Orte, wo dich locken. Und gescheiter als neu rumhocken. Schläufst in die guten Schuhe und nimmst ins Maul einen 20er-Mocken. Schleichen, schnaken, kräsmen, schlarpen, schalpen, jumpeln, laufen, hüpfen, wandern, joggen, zibbeln, stapfen, reifeln, rennen, juffeln, düsen. Unterwegs siehst du viel, unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel. Kennt ihr echt das Lied? Das ist ein bisschen kompliziert mit all diesen Wörtern, aber wenn ihr es kennt, könnt ihr gerade helfen. Oder sonst auch. Schleichen, schnaken, kräsmen, schlarpen, schalpen, jumpeln, laufen, hüpfen, wandern, joggen, züberlen, stapfen, reifeln, rennen, juffeln, düsen. Unterwegs siehst du viel. Unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel.
So, ihr habt vielleicht schon gedacht, der Christoph hat etwas vergessen einzustecken, aber das ist im Fall nicht so. Das war schon ein bisschen die erste musikalische Reise gewesen. Und die nächste, die wir in unserem Unterwegsgottesdienst machen, das ist im Fall eine Zeitreise. Ich muss da die Flöte mal versorgen, sonst stehe ich noch drauf. Und eine Zeitreise, das heisst, es geht auf einer Zeitachse ganz, ganz weit in die Vergangenheit. Und ich fange einfach mal an und ihr kommt das sofort nachher, weil ich habe am Ende dieser Zeitreise, wenn wir dann ankommen, ganz, ganz weit in der Vergangenheit, ein Gegenstand, der ist nämlich genauso alt. Also, jetzt, ich fange einfach an, ihr merkt es gerade sofort. Hey, das ist 25 Meter im Fall und das sind nur ein paar Zentimeter und ist aber ein ganzes Jahr. Wer von euch weiss, wer im 2019 Schweizer Meister geworden ist im Shooten? Das darf ich natürlich als Berner schon voll stolz sagen. Klar, IB. He? So, die Zeitreise geht weiter. Das ist im Fall nicht so eine lange Distanz, aber von den Jahren her sind das im Fall 10 Jahre. Das Nummer 2. Im Jahr 2010 ist ein Vulkan ausgebrochen und das hat geraucht und gemacht und nicht einmal mehr die Flüger konnten rumfliegen. Wisst ihr, wie der geheissen hat? Das ist ein bisschen komplizierter Name. Eyjafjallajökull. Aha, sehr gut. Jetzt sind wir schon im Jahr 1985 angekommen. Im Jahr 1985 haben alle Kinder ein Spiel sich gewünscht zum Geburtstag oder mit dem Sackgeld gekauft. Und darum ist es auch das Spiel vom Jahr 1985 geworden. Diesen Würfel da hat man dran umdrehen, schöne Musterchen machen und wenn es jetzt kompliziert war, für ihn wieder richtig alle Farben am gleichen Ort herzudrehen, dann hat man zum Beispiel so ein Buch gehabt, da hat man so Züge auswendig lernen, das selber können. Jetzt kann ich es nicht mehr, der Rubik's Cube. 1985, also mein Gegenstand in der Koffer innen, der ist im Fall noch älter. Und jetzt gehen wir weiter. Oh, das geht ziemlich weit zurück. Irgendwann ist dazwischen bin ich auf die Welt gekommen, aber 1935, lang bevor ich auf die Welt bekam, ist ein Buch, das jedes Schweizer Kind kennt, das erste Mal erschienen. Der erste Band vom Globi. Genau! Ich habe da nicht der erste, sondern irgendeinen. Vielleicht habt ihr den auch bei euch daheim. Und der allererste, das war nicht Globi bei der Feuerwehr, sondern das war Globis Weltreise. So, Deli. Also der Gegenstand in meiner Koffer, der ist auch wirklich uralt. Jetzt kommen wir da schon zum Nummer 5 und zu dem gehört das Jahr 1889. Eine Weltausstellung war dann, da haben sie ein riesenhohes Bauwerk eröffnet. Ja, genau. Der Eiffelturm. 1889 ist der gebaut worden. Und dieser Gegenstand ist noch älter. Hey, das ist ja unglaublich. Hey, super, also jetzt noch. Oh, das geht da ziemlich. Das 6. Sieht man nicht? Das ist ein bisschen verschrumpelt davon. Hey? Genau, da gehört im Fall eine Melodie dazu. Spiele ich auf dem Klavier, spiele ich diese Melodie. Und der Mann, den ihr seht, der hat es komponiert. Wisst ihr, wie der heisst? Sieht ein bisschen streng aus. Aber er hat so schöne Sachen komponiert wie für Elise. Das ist der Ludwig van Beethoven. 1770 bis 1827 hat er gelebt. Und so 1800 habe ich jetzt da etwa die Markierung gemacht. Und der 1800, das ist ja schon mehr als 200 Jahre der. Und der Gegenstand, der ist ja uralt. Jetzt sind wir am Ende von unserer Zeitreise. Sydney gehört nämlich zum Jahr 1720.
den Gegenstand dazu, der hier drinnen ist. Gell? Jetzt schnell rausnehmen und... Nein, jetzt mache ich es gerade noch ein bisschen spannend. Ja, ich warte noch. Zuerst kommt das Lied. Wir hatten so von Zahlen und so. Genau, das Lied von den Zahlen. Und nachher tun wir den Koffer auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. Was gibt 3 mal 5 plus 7? Rechnen, ui, da bin ich nicht gut. Aber mit dir kann ich rechnen. Du bist immer bei mir und gibst mir Mut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. Wisst ihr was? Ich glaube fast, ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Und ihr auch. Also, dann lasse ich mal das Playback chattern und ihr könnt einfach die gleichen Bewegungen machen, wie ich euch vorzeige. So, jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. Was gibt 3 mal 5 plus 7? Rechnen, ui, da bin ich nicht gut. Aber mit dir kann ich rechnen, du bist immer bei mir und gibst mir Mut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Auf dich kann ich zählen, du Gott bist bei mir an jedem Ort. Wow! 300 Jahre alt ist das Buch. Glaubt ihr mir's? Zeigen ich's. Könnt mal schauen da. So. Also, das ist nämlich... Man sieht nicht einmal die erste Seite. Das Buch ist schon so alt und so ein bisschen verfledert. So. Aber da steht Vorrede. Und da kann man lesen, dass die Vorrede geschrieben haben, die haben das in Basel den 1. März anno 1720 gemacht. 300-jährig ist das Buch. Und was ist es eigentlich für eins? Mal schauen. Aha, da, genau, da steht, das erste Buch Mose hat ihr. Das ist eine Bibel. Eine ganz alte Bibel. Ich könnte euch eigentlich jetzt eine Geschichte aus dieser Bibel vorlesen oder erzählen. Mal schauen. He? Also, dir aber wisst ihr was? Bevor wir Geschichte aus der Bibel hören, machen wir noch ein bisschen Musik. Ich gehe jetzt gerade auf Rohrbach an die Orgel. Es gibt gerade ein bisschen die nächste Reise. He? Eine musikalische Reise. Da singen wir zusammen ein Lied, das ist fast so alt wie die Bibel. He? Ich habe dazu mal einen Mundarttext gemacht. Und wenn ihr jetzt gerade nicht so Lust habt, für das Singen oder für die Musik zu hören, dann habe ich eine Idee. Meine Bibel, die ist sehr alt. Ihr habt vielleicht gerade letzthin etwas gekauft, ganz neu. Oder vielleicht geschenkt bekommen. Nigelnagelneu. Vielleicht noch nicht einmal auspackt.
sucht doch mal im Haus irgendetwas von diesen ganz neuen Sachen, wo ihr auch denkt, das ist also etwas ganz Cooles, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, und ich mache mich jetzt mal auf den Weg von Orbach und dann singen wir zusammen. He? Helft ihr? Grosser Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen, dass du stark bist. Vor dir werden wir ganz klein und bestaunen das, was du gibst, wie du immer schon bist gsi, so wirst du für immer sein. Jeden Tag gibt's neue Gründe, die Gott und die Namen zu preisen, dir du treue Menschenfreund, Lob und Dank und Ehre zu erweisen, du uns retten aus der Not, bis uns gnädig grosser Gott. So, da wäre ich wieder. Schön hat es getönt, mit der Orgel. So schön. Und jetzt wollen wir sie nehmen und eine Geschichte hören, die in dieser Bibel steht. Ich habe extra ein Zeichen drin, dass ich sie gerade finde, weil ich euch schon eine Geschichte erzählen, die auch ein bisschen mit Reisen zu tun hat. Logischerweise, wenn wir da schon so unterwegs sind die ganze Zeit. Und der Saulus, der ist eben viel gereist. Ich nehme darum die St. Pauli-Geschichte. Ja, das kann man fast nicht lesen, ist so eine alte Schrift. Probieren mal. He? Saulus aber schnaubete noch mit Treuen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskon an die Schulen auf das. Aber das ist ein bisschen kompliziert. He? Das versteht man ja fast nicht. Ja, alte Schrift, alte Sprache, 300-jährig. Und man hat die Bibel natürlich auch immer wieder probiert, in diese Sprache zu übersetzen, wie man sie so redet. Und darum habe ich die Geschichte auch noch ein bisschen anders jetzt auch schon gelesen. Und ja, ich tue die mal da rein. So, prima. Und ihr, der Manuel, der hat mir Bilder gemalt zu dieser Geschichte. Und darum tue ich die jetzt mit den Bildern von Manuel einfach gerade mal euch erzählen, wie ich sie so in Erinnerung habe. Die Geschichte vom Saulus. Da schaut er gerade gar nicht freundlich, weil es hat ihm gar nicht gefallen, dass die Leute von diesem Jesus so geschwärmt haben. Und allen weiterverzählt haben, da passieren Wunder, da passiert ganz Neues. Und der Saulus hat gefunden, wir haben doch unsere Religion und unseren Glauben. Und was erzählen jetzt die für Zeug? Da muss man etwas unternehmen. Und er war der eine, der gemacht hat, dass etwas passiert. Er ist ihnen hinten nachher, hat sie gefangen genommen und hat sie ins Gefängnis geworfen, die Christen. Er hat noch gedacht, denen treibe ich es schon noch aus. Sie haben Angst bekommen vor diesem Saulus. Und viele sind auch geflüchtet ins Nachbarland. Und der Saulus hing nachher. Ja,
Mit der Erlaubnis der Oberen von Jerusalem hat er sich auf den Weg gemacht Richtung Damaskus. Und da ist es passiert. Sie waren nicht mehr weit weg von Damaskus gewesen, aber plötzlich ist ein Licht gekommen, heller, am allerhellsten. Der Saulus, der hat es richtig von seinem Reittier abgeworfen. Er ist am Boden geknäult, gerüppelt, hat in das Licht hineingeschaut, obwohl er gar nicht hätte können, weil es hat so geblendet. Und jetzt hat er eine Stimme gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Sagt der Saulus ganz verwirrt. Ich bin Jesus. Ich bin der, den du eigentlich verfolgst. Saulus, steh auf und geh auf Damaskus. Dort wird man dir dann sagen, was du sollst machen. Das Licht ist weg. Und wisst ihr was? Auch das Augenlicht vom Saulus war nicht mehr da. Der Saulus wollte die Augen auftun, aber es ist nicht gegangen. Oder besser gesagt, er hat einfach nichts gesehen. Der Saulus ist blind geworden. Und zum Glück hatte er Helfer gehabt, Begleiter, die ihm gezeigt haben, was durchgeht, für auf Damaskus. Dort sind sie in die gerade Strasse zum Haus von Judas gekommen. Und dort war ein Platz für den Saulus. Ein Zimmer, wo er hätte sein können. Ja, der Saulus war ganz still, hat gewartet, hat gehört, ob er die Stimme von dem Jesus wiedergehört. Manchmal hat er gebetet, manchmal hat er geruht. Das Essen, das sie ihm gebracht haben, hat er nicht angelenkt. Manchmal hat er ein bisschen getrunken. 3 Tage lang. Und dann klopft es. Und vor ihm steht der Hananias. Ja, dir, und das muss ich euch jetzt noch gerade sagen. Gerade auch ein paar Tage vorher hat der Hananias nämlich auch die Stimme von Gott gehört. Er hat zu ihm gesagt, geh zum Saulus, der ist im Haus vom Judas. Und der Hananias ist verklüpft und hat gesagt, aber Gott, du weisst doch, der Saulus verfolgt uns Christen. Hab keine Angst, hört der Hananias die Stimme von Gott. Ich bin dem Saulus begegnet. Er wird dich nicht mehr verfolgen. Ich habe ihm den Auftrag gegeben und er wird zu einem Mann werden, der ganz vielen die frohe Botschaft von Jesus wird verkünden. Ja, und so ist jetzt eben der Hananias vor dem Saulus gestanden. Er hat ihm die Hände auf den Kopf gelegt, hat ihn gesegnet. Und da passiert es. Die Augen vom Saulus gehen auf. Und er schaut ins freundliche Gesicht vom Hananias. Und er merkt, ja, mein Leben, das wird auf anderen Wegen weitergehen. Er sagt zum Hananias, du, gibt es ein Zeichen, dass ich das festmachen kann, was ich jetzt erlebt habe mit dem Jesus? Und der Hananias sagt, ja, komm. Sie haben eine Stelle am Wasser gefunden und der Saulus ist ganz reingetaucht. Das ist wie wenn man beim sich waschen den Dreck abwaschen kann. Ja, das Zeichen zum Festmachen, die Taufe war es. Das Zeichen, dass etwas ganz neu wird. Und es war wirklich so. Der Saulus war auf langen und auf vielen Reisen und hat in die ganze Welt die Botschaft von Jesus Christus gebracht und hat sie verkündet. So schön! Ich muss gar nicht aufstehen. Ich kann gerade bleiben sitzen und die Gitarre schnappen
Und so Geschichten, die sind schon einfach immer wieder faszinierend. Und sie erzählen vom Wirken von Gott und wie er ist. Und darum singen wir doch zusammen ein Lied, das ein bisschen davon erzählt, wie Gott eben ist. Ich bin ziemlich sicher, viele von euch kennen das schon. Dann singt doch einfach gerade mit. So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Lob für dich. Erheben, meine Hände zu dir hin. Damit möchte ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Und jubel so laut, wie es möglich ist. Juhu! Bravo! Super! So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Loblied für dich. Erheben, meine Hände zu dir hin. Damit möchte ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Oh, jubel so laut, wie es möglich ist. Oh, jubel so laut, wie es möglich ist. Juhu! Bravo! Habt ihr auch so wie ich gejubelt? Ich kann aber nicht ohne. Ja, dir. So einzigartig, so wunderbar, so grossartig ist Gott. Und wir haben so ein bisschen in dieser Geschichte vom Saulus eben jetzt ein bisschen rausgehört. Und jetzt noch einen kleinen Gedankenanstoss. Ja, auch zu dieser Geschichte ein bisschen. Also, es war letztes Jahr, da hat man 50 Jahre Mondlandung gefeiert. 3 Männer sind in eine Rakete hineingestiegen, sind fast 400'000 Kilometer gereist und nachher in eine Mondlandefähre umgestiegen, in die Eagle, in die Adler. Und der Neil Armstrong hat am 20. Juli 1969 als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Und es hat sogar für einen Spaziergang gereicht. Und für was das? Ja, gute Frage. Vielleicht schlicht und einfach, dass so ein Bild wie das überhaupt möglich ist geworden. So wunderbar. Mir kommt aber das Lied in den Sinn, Gott hat die ganze Welt in seinen Händen. He's got the whole world. Und was hat jetzt das mit der Geschichte von Saulus zu tun? Die Mondfahrten, man hat eben auch Mondmissionen gesagt. Und die Reise von Saulus, oder wie er mit dem römischen Namen Paulus heisst, die werden auch als Missionsreise bezeichnet. Und das mit so Wort, das ist manchmal so eine Sache. Mission, missionieren, das ist ein Wort, das man heute vielleicht nicht mehr so braucht oder wo auf jeden Fall nicht nur positiv besetzt ist. Aber ich merke, dass im Zusammenhang mit diesen Projekten der Raumfahrt, mit diesen Mondmissionen, da haben die wirken irgendwie, da wirkt das Wort anders, Mission. Dahinter steckt ja, dass man zusammen etwas plant, dass man etwas wagt, dass man innovativ ist, zielstrebig vorwärts geht und dass man sich vor allem auch aufeinander oder auch auf andere eben verlassen kann. Und das hat dann schliesslich zu diesen faszinierenden und für fast nicht möglich gehaltenen Reisen auf den Mond geführt. Tja, wisst ihr was? Die biblische Botschaft fasziniert und begeistert mich eben auch immer wieder. Das steht
in einem uralten Buch berichten, die nicht alt werden. Texte, die mit mir und mit meinem Leben, mit meinem Unterwegssein im Hier und Jetzt zu tun haben. Und mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Gaben kann ich, darf ich die Faszination über die Texte, über die Geschichten mit euch teilen, anderen mitteilen. Und so bin ich ja eigentlich auch ein Mensch, der gesendet ist mit dieser Botschaft. Und gesendet sein, das ist eigentlich die Bedeutung von diesem Begriff Mission. Und dass wir heute einen Gottesdienst feiern wie diesen, das hat ja eigentlich auch eben mit dem Paulus und vielen anderen zu tun, die als Gesendete mit dieser Botschaft in alle Welt gegangen sind. Wir dürfen die Faszination, Begeisterung und das Staunen über Gottes Wirken in unserem Leben miteinander feiern. Also als Gebet und als Abschluss von diesem kurzen Denkanstoss zu dieser Geschichte von Paulus ein Lied. Gott ist immer und überall da. Gott ist nicht nur ab und zu da und dort, nicht nur so per Zufall mal hier, mal da. Nein, er ist immer hier und da und dort und überall. Und wo ich herkomme, er ist schon da. Überall, jederzeit kannst du dich auf ihn verlassen. Überall, jederzeit ist er da. Überall, jederzeit schaut er gut zu dir und zu mir, wird immer uns zur Seite stehen. Du bist nicht nur ab und zu da und dort, nicht nur so per Zufall mal hier, mal da. Nein, du bist immer hier und da und dort und überall. Und wo ich herkomme, du bist schon da. Schnaken, Kräften, Schlarpen, Schalpen, Schuppeln, Laufen, Hüpfen, Wandern, Joggen, Zippeln, Stapfen, Reifeln, Rennen, Juffeln, Düsen. Unterwegs siehst du viel, unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel. Manchmal denkst du vielleicht, das kann nicht sein. Der Weg dadurch ist viel zu schwer für mich. Doch Gott, er hilft dir und begleitet dich. Ist immer da, egal wohin du gehst. Der ist dabei. Schnaken, Kräsmen, Schlarpen, Schalpen, Schumpeln, Laufen, Hüpfen, Wandern, Joggen, Zippeln, Stapfen, Reifeln, Rennen, Juffeln, Düsen. Unterwegs siehst du viel, unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel. Fahren, rollen, radeln, böhren, schwimmen, segeln, tauchen, gommeln, snöben, scheinen, giebeln, schlöfeln, skaten, blochen, reiten, fliegen. Unterwegs siehst du viel, unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel. Unterwegs geht es Schritt für Schritt zum Ziel. Ja, genau. Der Gottesdienst ist schon langsam Schritt für Schritt ans Ziel gekommen, ans Ende. Hat es euch gefallen? Schön, wunderbar. Und die niegelnagelneuen Sachen, habt ihr die
habt ihr die eigentlich geholt? Jetzt nimmt sie mich noch Wunder. Was ist? Vielleicht ganz ein neues Buch, he? Also ein Krimi oder so. Oder ein neuer Lego-Bausatz, irgendwie ein Bagger oder ein Rennkarren oder so. Oder ein neues Spiel. Vielleicht auch die ersten Basel-Bieter Kirsche in diesem Jahr. Die sind dann schnell gegessen. He? Es ist einfach gerade ein bisschen umgekehrt, wie hier bei meinem alten Buch. Die schönen neuen Sachen, es geht manchmal gar nicht so lang. Und sie sind schon alt und nicht mehr so interessant und faszinierend. Und hier ist es eben wirklich gerade etwas anders. Ein altes Buch, alte Berichte und sie sind immer wieder neu. Ich hoffe, wir haben das in diesem Gottesdienst ein bisschen zusammen erleben können, gerade mit dieser Geschichte auch von Paulus. Ja, also, jetzt würde ich aber sagen, dass ich nicht mehr lange labere. Ich glaube fast, der Kimon und die Mona, die verraten uns beim letzten Lied jetzt noch, wo das es eigentlich am allerschönsten ist. Also, dann würde ich sagen, tschüss zusammen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hey du, auf der allerschönsten Reise, hast einmal genug gespürt, darum sage ich dir hey. Die Weltenbummler können erzählen, was sie wollen. Am schönsten ist es halt doch immer noch daheim. Wenn ich gehe,